Der Hubert und der Mike und der Rolli tragen miteinander eine Weiberer Standteil für. Der Chris und der Felix und Sarah werden mit einem Mordsremitemi bei der Feuerwehr aufgenommen. Der Gerstl glaubt, dass zu Lansing ein Waschbär umgeht und die Dreckhübin ausleert. Aber dabei ist es seine eigene Katz. Der Fanny, sein preisischer Stiefsohn, bullt ihm ein, dass Zara auf ihm steht. Da ist aber nichts dran. Der Hubert druckt sie vor der Elternversammlung im Kindergarten und markiert ein Schädelweh. Drum schickt ihm seine Alte zu der Annalena in die Yogastunde. Das taugt ihm aber nur weniger. Und drum geht er lieber doch in den Kindergarten und frisst sie da so voll, dass er einen schlechten Mann kriegt. Kathi mag an Patrick nimmer, weil er ihr zlätschert ist und macht Schluss mit ihm. Weil der Stadler jetzt schon seit 40 Jahren beim Brei im Dienst steht, möchten ihm der Hubert und der Martin mit einem Video gratulieren. Das wird aber nix, weil sie einer blöder ansteht als wie der andere. Wie es nachher soweit ist, führen die Weiber dingerst den Deppelfilm vor und alle da kugeln sie vor lauter Lachen über die zwei Hirseln. Der Gerstl mag nicht zum Klassentreffer gehen, weil seine Schulkameraden zu ihm alle so geschert gewesen haben. Der Pfarrer überredet ihn aber und er meldet sich an und zahlt 85 € ein, bis er am Ende draufkommt, dass sie ihm wiederum alle grad für einen Narren gehalten haben. An Rolli, sei Großnichten, fängt zu Lansing als Schandi an und erwischt den Pfarrer und hält ihm auf und straft ihm an, weil er zu einer letzten Ölung zu schnell gefahren ist. Unter den stirbt aber die arme Sei. Danach macht's mit Florian Dauerlauf durchs Dorf durch und schließlich haut's auch noch an Landrat seiner Alten einen Strafzettel auf.